Sie haben von Jesus gehört und auch von dem lebendigen Gott durch das Lesen der Bibel, vielleicht durch ein Buch, vielleicht haben Sie auch im Internet eine Predigt gehört. Wie auch immer, Sie haben sich davon überzeugt, dass der Weg mit Jesus der richtige Weg ist zum ewigen Leben. Und jetzt taucht bei Ihnen die Frage auf, wie kann ich diesen Jesus ganz persönlich erfahren? Wie kann ich ihn in mein Leben einladen, dass ich gewiss bin, dass ich wirklich am Ende meines Lebens wirklich das Ziel erreicht habe und wirklich einmal ewiges Leben bei Gott haben werde? Diese Frage ist jetzt so bei Ihnen entstanden und Sie wollen jetzt wissen, wie kann ich das ganz praktisch tun? Und das will ich Ihnen in wenigen Worten versuchen zu erklären. Ich werde auch ein Gebet sprechen, das Sie dann nachsprechen können, sodass wir diesen Schritt einmal jetzt Punkt für Punkt nacheinander hier vorführen werden. Das Erste, wenn wir zu Gott kommen, ist, dass er uns sagt, wer sind wir überhaupt? Gott tut das so wie ein Arzt, zu dem wir hingehen und uns untersuchen lassen. Und er stellt fest, bei dieser Untersuchung, wir alle, das gilt für alle Menschen ohne Ausnahme, wir sind todkrank. Ja, wirklich todkrank. Das sagt uns Gott im Römerbrief, Kapitel 1. Und da wird uns diese Krankheit beschrieben, unter der wir alle leiden. Und ich lese einmal 2 Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Verse 23 und 24. Und da steht, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Gott stellt also fest, ohne Ausnahme, das gilt für alle Menschen, die über diese Erde gehen, wir haben alle gesündigt. Was ist Sünde? Sünde ist das, dass wir nicht den Willen Gottes getan haben. Ich konnte schon als 5-jähriger Junge lügen. Und ich glaube, das wird jeder nachvollziehen können, das tun wir alle. Meine Mutter hat mir das nie beigebracht und trotzdem konnte ich das. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ja, wir sind gefangen in dieser Welt und sind von der Sünde umfangen und wir tun sie, ob wir es wollen oder nicht, es wird so sein. Die Bibel aber sagt uns, dass Lüge Sünde ist, also Übertretung von Gottes Gebot. Und die Bibel sagt uns weiter, dass wir auch mit einer einzigen Sünde schon nicht in den Himmel kommen könnten. Also wir sehen, wir stecken in einer Krankheit, die zum Tode führt. Und die Frage ist jetzt, ob es dazu von Heilung gibt. Und die großartige Botschaft des Evangeliums ist, es gibt Heilung. Und zwar gibt es Heilung für jeden Menschen, für jeden, ohne Ausnahme. Wir müssen aber zunächst erkennen, dass die Sünde etwas ist, was uns den Zugang zum Reich Gottes versperrt. Mit unserer Sünde kann niemand das Reich Gottes sehen. So sagt das Gott sehr deutlich. Das heißt, wir müssen also die Sünde loswerden, wenn wir es einmal gut haben wollen im Himmel. Dort, wo Jesus ist und dort, wo Gott ist. Diesen Platz gibt es. Es gibt auch den anderen Platz, die Hölle, das ewige Verlorensein. Und das haben wir ja aus dem Vortrag gehört oder wo auch immer wir davon Kenntnis haben. Es gibt diese beiden Wege jenseits der Todesmauer. Und nun ist das große, Wichtige, was geschehen ist in dieser Welt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, kam in diese Welt mit dem einen einzigen Ziel, um die Sünde der Menschen zu tragen. Der Preis war hoch, er starb dafür am Kreuz, sein Blut wurde vergossen und damit war die Sünde der ganzen Welt bezahlt und damit auch meine Sünde und auch ihre Sünde. Wir können also Sünde nicht begleichen durch 7 gute Taten oder eine große Spende oder irgendetwas Sonstiges. Sünde ist durch nichts Menschliches zu begleichen. Das müssen wir erstmal erkennen. Aber Gott kann es tun und er hat es getan. Und diese Botschaft vom Kreuz, die uns rettet, ist die Botschaft, wie uns Sünde vergeben wird. Und wir werden gleich sehen, da ist nichts Kompliziertes dran, weil Gott es uns sehr einfach gemacht hat. Und davon lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9.
wie wir diese Sünde loswerden können. Und da steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein gewaltiger Vers mit einer gewaltigen Aussage, die hier steht. Hier steht, wenn wir unsere Sünde einsehen und ihm das bekennen, wem? Dem Herrn Jesus, dann ist er treu und gerecht. Treu soll hier heißen, was er sagt, verspricht er und das hält er immer ein. Dann will er uns alle Sünden vergeben und zwar komplett, 100%. Das heißt also, alle Sünde, die wir bis zum heutigen Tage angesammelt haben, von Jugend an, und das wird ein ziemlicher Berg sein, den will Jesus vergeben. Und zwar jedem, der zu ihm kommt, ohne Ausnahme. Das ist zunächst mal ganz gewaltig, dass jeder kommen kann, ob jung, ob alt, ob arm, ob reich, ob gesund oder krank. Es gibt keine Bedingung. Die einzige Bedingung, wenn man überhaupt von einer Bedingung hier sprechen kann, ist, dass wir es wollen. Dass wir uns auf den Weg machen und sagen, ich möchte einmal auch ewiges Leben im Himmel haben. Und hier verspricht Jesus, wenn wir darum bitten, dass er uns alle Schuld vergibt, dann tut er das. Und zwar in jedem Fall und auch bei jedem Menschen, der das tut. Und man kann sich nur wünschen, dass das möglichst viele Menschen tun, denn im Himmel gibt es ganz viel Platz. Es kann also jeder sich auf den Weg machen. Wenn hier steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, können Sie sagen, was Sie genau heute vor einem Jahr gesündigt haben? Natürlich nicht. Das kann keiner. Wir haben es längst vergessen, wir wissen es nicht. Aber Jesus, der allwissend ist und alle Dinge weiß, kennt auch jede einzelne Sünde unseres Lebens. Jede ist ihm bekannt. Keine ist verloren gegangen. Alle kennt er. Und wenn wir jetzt sagen, Herr Jesus, nimm alle diese Sünde weg, dann stehen wir hier vor diesem Versprechen, dass Jesus gesagt hat, ja, das tue ich. Ich nehme dir jede Sünde ab. Was ist das für eine wunderbare Botschaft? Und das ist die Botschaft der Rettung durch das Evangelium von Jesus. Und Sie sind ja gekommen, um diesen Film zu sehen, dieses Video sich anzusehen, wie das geht. Und jetzt können Sie, wenn Sie das wollen, mitsprechen. Ich spreche Ihnen jetzt ein Gebet vor, ganz frei. Es muss nicht dieses Gebet wortwörtlich sein, man kann es auch anders sagen. Aber ich gebe Ihnen jetzt einfach so ein Beispiel, dass Sie mitbeten können. Nach jedem Satz werde ich eine Pause machen. Und dann können Sie den Satz, den ich gesprochen habe, selbst nachsprechen und machen dieses Gebet zu Ihrem eigenen Gebet. Das wollen wir jetzt so praktizieren. Also beten wir jetzt zu Jesus. Sprechen Sie laut, vernehmlich am besten mit, bis das ganze Gebet zu Ende ist. Also starten wir. Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört und ich weiß jetzt, wer du bist. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist derjenige, der am Kreuz war. Und du warst ganz persönlich für meine Sünden am Kreuz. Das habe ich erkannt. Und mir ist auch bekannt, dass ich die Sünde nirgendwo abladen kann. Niemand kann mir meine Sünde abnehmen. Nur du allein, Herr Jesus. Und darum komme ich jetzt zu dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, nimm jetzt jede Sünde aus meinem Leben heraus. Jede. Von meiner Kindheit an. Ich verlasse mich darauf, was du hier in diesem Vers zugesagt hast. Und ich vertraue dir, dass du mein Gebet erhörst. Ich vertraue dir,
dass du mir jetzt jede einzelne Sünde abnimmst. Bitte, Herr Jesus, tue es jetzt, auch für mich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Amen. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus dieses Gebet gehört hat und auch erhört hat? Und können Sie sich vorstellen, dass dieses schlichte, einfache Gebet dazu geführt hat, dass Sie alle Schuld des Lebens losgeworden sind? Können Sie sich das vorstellen? Ich kann nur sagen, das ist kaum vorstellbar. Und doch ist es wahr. Jesus vergibt dem Sünder. Er kam in die Welt, um Sünder selig zu machen, um sie reif zu machen für das ewige Leben. Und darum können Sie jetzt ganz gewiss sein, dass auch Ihnen alle Schuld abgenommen ist. Seien Sie ganz gewiss darin. Und dass Sie das wirklich gewiss annehmen können, das lesen wir nochmal im 1. Petrusbrief, wo uns das jetzt bestätigt wird. Und da lesen wir 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das war der Preis für die Sünde. Und Sie sehen, der Preis war unermesslich hoch. Der Schöpfer selbst hing am Kreuz, trug unsere Sünde und musste sein Blut dort vergießen lassen. Aber wir dürfen wissen, dieses Blut reicht aus für jede Sünde. Für jede, ohne Ausnahme. Für jede Lüge, für jeden Diebstahl, für jedes böse Wort, für alles. Alles ist damit abgedeckt. Jetzt werden Sie die Frage stellen, wie kann Blut Sünde bedecken? Wie geht sowas? Kann man das verstehen? Und da kann ich Ihnen einfach nur sagen, ich verstehe es auch nicht. Es ist ungefähr so, und so können wir es ein Stück weit uns veranschaulichen, wenn wir eine Krankheit haben und zu einem Arzt gehen und der Arzt uns untersucht und eine bestimmte Krankheit diagnostiziert, dann wird er uns eine Medizin geben. Und was machen wir? Gehen wir jetzt zu einem Chemiker und lassen das analysieren, welche Wirkstoffe dort enthalten sind? Natürlich nicht, sondern wir werden die Medizin einnehmen und wenn es die richtige Medizin war, wird es uns helfen. Und schauen Sie, genau das geschieht mit dem Blut Jesu. Wenn wir uns auf dieses vergossene Blut berufen, dann ist damit die Medizin gegeben, die von Sünde befreit. Und jetzt können Sie sicherlich ganz leicht einsehen, dass alles, was wir an menschlicher Tat tun würden, nicht vergleichbar ist mit dem Blut Jesu. Dieses Blut Jesu ist außergewöhnlich und hat die Kraft, Sünde zu vergeben. Und so lesen wir hier gleich am Anfang dieses Verses, denn ihr wisst. Das ist eine schöne Aussage, denn das wird uns neu sein, dass wir das wissen dürfen. Das ist ein ganz neues Wissen, was Sie jetzt aufgenommen haben. Nämlich das Wissen, dass alle Schuld des Lebens vergeben worden ist. Nehmen Sie das ganz 100%ig an. Vertrauen Sie diesem Wort. Es ist nicht mein Wort, es ist das Wort Gottes. Ihnen ist also jetzt jede Schuld vergeben. Da brauchen wir schon noch einige Tage, bis wir das richtig vollständig fassen können. Lesen Sie darum in der Bibel, damit sich diese Aussage festigt. Wir sind jetzt vollkommen befreit von jeder Schuld, die wir in unserem Leben irgendwann auf uns geladen haben. Das gibt Befreiung. Wenn Jesus uns jetzt so befreit hat von aller Schuld, dann können wir ihn einladen, dass er in unser Leben eintritt.
In dieses gereinigte Herz können wir ihn einladen. Und davon spricht das Johannesevangelium im 1. Kapitel, Vers 12. Ich lese erstmal diesen Vers, so wie er hier steht in der Luther-Übersetzung. Und da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Vers mit sehr, sehr hoher Informationsdichte, denn hier steht zunächst einmal drin, alle diejenigen, die den Herrn Jesus eingeladen haben, so sage ich es jetzt mit anderen Worten, die werden auf diese Weise Kind Gottes. Na, das ist gewaltig. Wenn wir Kind Gottes werden, sind wir automatisch Erbe Gottes. Gott ist der Eigentümer des Himmels. Er ist der Herr des Himmels, der König des Himmels, ebenso auch wie Jesus. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir Erben und Miteigentümer des Himmels. Das ist gewaltig. Und wie werden wir Kind des lebendigen Gottes? Nun, das steht hier, indem wir den Herrn Jesus in unser Leben hinein einladen. Und auch hier hat der Jesus ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den nehme ich auch an. Also können wir ganz gewiss sein, wenn wir den Herrn Jesus einladen, dass er wirklich in unser Leben hineinkommt. Er macht Wohnung in unserem Herzen. Und dadurch, wenn der Jesus in unserem Herzen wohnt und wir ihn lieben, dann sind wir damit Bürger des Himmelreiches geworden. Also ein ganz einfacher Vorgang. Der Jesus kommt in unser Herz und wir werden dadurch Kind Gottes. Damit haben wir den Himmel gebucht. Und zwar genauso, wie man ein Flugticket bucht, so haben Sie den Himmel gebucht. Nehmen Sie das so ganz wörtlich. Wenn der Jesus in unserem Leben ist, in unserem Herzen wohnt, dann können wir nicht mehr verloren gehen. Dann gehören wir zur ewigen Welt. Das ist ganz großartig. Und das wollen wir jetzt auch in einem Gebet dem Herrn Jesus sagen, dass wir ihn einladen, dass er jetzt in unser Leben kommt. Und ich bitte Sie einfach, weil Sie das ja wollen, dass Sie dieses Gebet auch wieder wie das vorige Gebet Satz für Satz nachsprechen. Also beginnen wir mit diesem Gebet. Sprechen Sie nach einer kleinen Pause, die ich machen werde, einfach das nach und machen das auch hier wieder zu Ihrem eigenen Gebet. Herr Jesus Christus, du hast mir soeben die Schuld meines gesamten Lebens abgenommen. Ich muss sagen, das kann ich noch gar nicht begreifen. Das ist so gewaltig, dass alle Schuld jetzt weg sein soll. Herr Jesus, ich glaube dir, du hast es wirklich getan. Und nun, Herr Jesus, bitte ich dich, kehre du ein in mein Leben. Mache du Wohnung in meinem Herzen und bleibe immer bei mir, immer und ewig. Und ich bin bereit, dir zu folgen, so wie du mich führst. Und ich will es so tun, so gut ich es kann. Herr Jesus, mehr kann ich dir nicht versprechen. So viel, wie es nach meinem Vermögen geht. Aber das will ich tun. Und ich sage ganz bewusst, ich will dir folgen, so gut ich es kann, weil ich mich nicht überschätzen will. Petrus, ein Jünger Jesu, sagte, er wolle mit Jesus durch den Tod gehen. Aber schon kurz danach hat er ihn verleugnet und sagte, ich kenne ihn nicht. So sind wir Menschen. Wir können nicht einhalten, wenn wir etwas so groß versprechen. Und darum, Herr Jesus, sage ich dir, ich will dir folgen, so gut ich es kann. Danke, dass du das annimmst. Danke, dass mein Leben jetzt in deiner Hand ist.
Danke, Herr Jesus, dass du mich angenommen hast. Und zwar ohne jegliche Bedingungen. Und ich weiß jetzt, ich darf dein Kind sein. Von nun an gehöre ich zur ewigen Welt. Warum? Weil du mich teuer erkauft hast. Und ich bin jetzt gewiss geworden, dass du auch mich angenommen hast. Danke, Herr Jesus, danke dafür, dass ich dir jetzt gehöre. Amen. Wenn Sie das auch so mitgesprochen haben, dann haben wir das so getan nach dem Willen Gottes. So ist es vor Gott recht, dass wir den Namen Jesu anrufen, dass wir ihn darum bitten, dass er in unser Leben kommt und dass wir von nun an mit ihm den Weg gehen. Die Bibel nennt diesen Vorgang, den wir ebenso praktiziert haben, eine Bekehrung, also eine Hinwendung zu Jesus. Das ist es, was uns rettet. Das ist es, was uns in den Himmel bringt. Und darum hat der Jesus gesagt, und das Wort will ich Ihnen auch noch mitgeben, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 20. Da sagt Jesus, freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also unsere Namen sind eingetragen im Buch des Lebens. Und zwar steht hier, eingeschrieben sind. Also nicht erst werden. Wir sind bereits eingetragen im Buch des Lebens. Jetzt, hier und heute. Vergessen Sie das niemals. Sie haben den Übergang gemacht vom Sünder zum geretteten Menschen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lebe ich jetzt weiter? Zunächst mal will ich festhalten, stellen wir uns vor, wir würden in der kommenden Nacht sterben. Wo wären wir dann? Nun, ganz gewiss im Himmel. Denn wir haben alle Schuld vergeben bekommen. Damit haben sich die Tore des Himmels geöffnet und wir gehören zur ewigen Welt. Ganz gewiss. Dann wären wir im Himmelreich. Aber nun wollen wir ja nicht gleich sterben. Denn Gott hat ja das Leben uns geschenkt, damit wir leben. Und damit wir in dieser Welt auch etwas ausrichten können und auch diesem Herrn dienen. Das ist ja unsere Aufgabe, dass wir ein Zeugnis sind für die anderen Menschen, die noch nicht errettet sind. Das ist ja unsere Aufgabe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie lebe ich jetzt als Christ? Und das ist so wunderbar, das erklärt uns auch die Bibel in einzelnen Schritten. Und dass wir das auch nie vergessen, wollen wir das erst einmal klar machen, an 5 Punkten, die alle mit G anfangen. Können wir uns leicht merken, wir haben 5 Finger an der Hand, also 5G. Und diese 5G markieren unser Leben, wie wir es jetzt mit Jesus leben, wie wir es jetzt tun. Nun, das erste G ist Gottes Wort. Fangen Sie an, Gottes Wort, die Bibel, zu lesen. Vielleicht haben Sie schon die Bibel gelesen und sind aufgrund der Bibel aufmerksam geworden auf diesen Jesus und sind so heute zu dieser Entscheidung gekommen. Dann ist das gut, wenn Sie gelesen haben. Wenn nicht, dann fangen Sie an und tun Sie es regelmäßig. Tun Sie es so, wie Sie viele Dinge am Morgen schon tun. Sie stehen auf, Sie waschen sich, Sie kämmen sich, Sie frühstücken. Und das sind Dinge, die Sie jeden Tag neu tun. Immer wieder. Nehmen Sie einen Punkt noch dazu. Lesen Sie Gottes Wort. Am besten fangen Sie an mit dem Johannesevangelium. Es ist eines der tiefgründigsten Evangelien und auch gleichzeitig das am leichtesten Verständnis zu verstehen. Fangen Sie nicht an im 5. Buch Mose. Das dürfen Sie lesen, aber nicht am Anfang. Lesen Sie jetzt eine Lektüre, die Sie gut verstehen werden. Und natürlich werden Sie beim Lesen der Bibel auch auf Verse stoßen, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht.
Nehmen Sie einen Bleistift zur Hand und machen an diesem Vers ein Fragezeichen ran. Und wenn Sie später mehr von der Bibel wissen, dann werden Sie das Fragezeichen ausradieren können, weil sich das inzwischen geklärt hat. Wie viel liest man in der Bibel? Es ist Freiheit angesagt. Lesen Sie 5 Verse, lesen Sie 10 Verse, lesen Sie 12 Verse. Machen Sie es doch genauso wie beim Frühstück, bis Sie satt sind. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine riesige Menge an Wort Gottes gelesen haben, sondern es kommt darauf an, dass wir die wenigen Verse, die wir lesen, dass wir darüber nachdenken und sie in uns aufnehmen. Und wenn Sie wollen und auf einen Vers stoßen, der Sie besonders anspricht, lernen Sie ihn auswendig. Das ist etwas Kostbares, wenn wir solche Verse in unserem Leben ansammeln. Tun Sie es also regelmäßig, Gottes Wort zu lesen. Auf diese Weise werden Sie mehr von Jesus erfahren und mehr von Gott. Und auch mehr über uns selbst, denn Gott zeigt uns auch, wer wir selber sind. Damit hätten wir schon das erste G abgehandelt. Jetzt kommen wir zum zweiten G, das ist das Gebet. Es ist gut, dass wir mit Jesus und mit Gott in Kontakt bleiben, denn er ist ja unser Herr. Und mit einem Herrn spricht man. Er ist sogar unser Freund. Mit einem Freund redet man. Wir sprechen also zu ihm. Und das Sprechen, das wir zu ihm tun, das ist unser Gebet. Und Gott spricht auch zu uns. Und er spricht durch sein Wort. Das ist das Reden, wie er zu uns spricht. Und wir sehen, wenn wir regelmäßig sein Wort lesen und regelmäßig beten, dann entsteht ein gesunder Kreislauf. Es ist ein gesundes Gespräch. Und jetzt taucht die wichtige Frage auf, zu wem beten wir? Wen beten wir da an? Die Bibel nennt uns im Neuen Testament nur 2 Adressen. Das ist Gott, der Vater, und sein Sohn Jesus Christus. Zu diesem Jesus Christus haben sie sich soeben bekehrt. Er ist jetzt ihr Herr. Und diese beiden werden im Gebet angesprochen. Sie können morgens ein Gebet so anfangen: Lieber Vater in dem Himmel, ich danke dir für den neuen Tag. Und ich habe dieses und jenes vor und ich bitte dich im Namen Jesu, hilf mir dabei, dass es gelingt. Das Schöne ist, Jesus ist für alles zuständig und der Vater auch. Dieser große Gott im Himmel, den dürfen wir jetzt Vater nennen. Genauso wie Jesus es gelehrt hat im Vaterunser. Das Vaterunser ist ein schönes Gebet, das wir sprechen können. Aber es ist schön, dass wir auch frei formulieren, was uns auf dem Herzen ist. Das dürfen wir zu Jesus und zu Gott sagen. Also alle anderen Gebetsadressen sind strikt verboten. Also nicht zu Maria beten, nicht zu Allah, nicht zu dem großen Manitou oder was die Menschen alles erfunden haben. Lassen Sie alles weg, egal wie Sie vielleicht früher gebetet haben, zu irgendeinem Gott. Beten Sie nur noch zu dem biblischen Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Manche Leute fragen, und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Muss ich zu dem Heiligen Geist auch beten? Antwort: Im ganzen Neuen Testament gibt es nicht einen Vers, wo wir aufgefordert werden, zum Heiligen Geist zu beten. Nun ist aber der Heilige Geist auch Gott. Und manche sagen, wenn er Gott ist, kann ich ihn auch anbeten. Natürlich ist das möglich, aber nirgendwo in der Bibel werden wir dazu aufgefordert. Es ist nicht verordnet von Gott, dass wir zum Heiligen Geist beten, aber wir sind aufgefordert, zu Jesus zu beten. Der Heilige Geist ist sehr wichtig, denn er führt uns in alle Wahrheit ein. Er zeigt uns, wie wir das Wort der Bibel zu verstehen haben. Und wir werden mehr und mehr Erkenntnisse haben. Und diese Erkenntnisse sind uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns in diese Wahrheit ein. Philosophen lesen dicke Bücher und haben viele Bücher geschrieben. Und sie schlagen die Bibel auf und verstehen gar nichts. Und warum nicht? Weil sie es ohne den Heiligen Geist tun. Aber in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben, ist der Heilige Geist auch in unser Leben eingekehrt. Und so wird er uns helfen beim Lesen der Bibel. Damit haben wir jetzt schon den zweiten Punkt behandelt, das Gebet. Jetzt kommen wir zum dritten G, das ist Gehorsam.
Gott will, dass wir ihm gehorsam sind. Und darum, damit unser Leben gelingt, hat er viele Anweisungen gegeben, die unserem Leben sehr gut sind. Die werden uns sehr gut tun. Und er hat viele Anweisungen gegeben, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. In den Geboten steht, dass wir nicht lügen sollen, nicht stehlen sollen, nicht töten sollen. Wir sehen, das sind alles Dinge, die nicht gut sind, wenn wir sie tun würden. Oder schlechte Dinge reden über den Nachbarn oder irgendwelche Leute. Das sollen wir nicht tun. Und wir merken schon, wenn wir alle diese Dinge, die aufgeführt sind, die wir nicht tun sollen, das wird unser Leben schon verändern. Und wenn wir das noch hinzunehmen, was dort geschrieben steht, dann merken wir, unser Leben wird wunderbar verändert. Wir sollen freundlich sein, sogar zu jedermann. Seien Sie freundlich, wenn Sie zu Aldi da einkaufen und an der Kasse sind, sagen Sie der Verkäuferin ein freundliches Wort. Oder wenn der Postbote Ihnen die Briefe abgibt, sagen Sie ein herzliches Dankeschön und sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hoffentlich kommt kein Regen, dass Sie gut durchkommen. Oder finden Sie gute Worte. Wir sehen, das verändert unser Leben, wenn wir freundlich sind zu anderen Menschen. Das ist Gott wohlgefällig. Wir sehen, indem wir Gott gehorsam sind, wird sich unser Leben geradezu radikal verändern. Und was wir tun sollen und nicht tun sollen, das werden Sie im Laufe der Zeit durch das Lesen der Bibel sehr deutlich erkennen. Und wir sehen, so wird sich unser Leben Schritt um Schritt verändern. Machen Sie sich keine Sorge, wenn es Ihnen noch nicht alles gelingt. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sind auch nicht ohne Sünde. Manch einer fragt, bin ich jetzt absolut ohne Sünde? Nein. Die Sünde wird nur radikal abnehmen. Sie wird weniger und weniger und weniger. Aber auf einem Nulllevel werden wir nicht kommen. Irgendwann brennt uns die Sicherung durch und wir sagen ein böses Wort, was wir vielleicht gar nicht wollten. Und so sehen wir, das ist auch Sünde. Und dann gehen wir wieder zu Jesus und bitten ihn darum, dass er uns vergibt. Wie oft vergibt er uns? Diese Frage hatte auch Petrus und er sagte, Herr Jesus, ist das gut genug, wenn ich 7-mal vergebe? Und da sagt er Jesus zu ihm, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Also mit anderen Worten, 490-mal. Auch das meint Jesus nicht, sondern er will damit sagen, immer. Vergib immer. Vergib deinen Schuldigern immer. Das ist auch etwas ganz Neues, was in unser Leben hineinkommt, dass wir anderen vergeben, die an uns schuldig werden. Und wenn Jesus so etwas lehrt, dass wir so etwas tun sollen, dann ist er der Erste, der das wirklich auch tut. Er vergibt immer. Wenn wir zu ihm kommen, dürfen wir gewiss sein, er wird uns vergeben. So wie Sie es jetzt erfahren haben, wie er alle Schuld Ihres Lebens auch hinweggetragen hat. Das ist gut zu wissen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der 4. Punkt, das 4. G, und das ist Gemeinschaft. Es war Jesus, der die Gemeinde in dieser Welt gegründet hat. Jesus wollte, dass Menschen, egal wo sie herkommen, aus welcher Nation, aus welcher Sprache, aus welcher Vergangenheit, dass sie sich versammeln in seinem Namen die Bibel lesen, in seinem Namen beten, dass sie Gemeinschaft haben. Und zwar diejenigen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und das ist Gemeinde. Wir leben heute in einer Welt, wo wir große Kirchen haben, aber wenn wir dort genauer hinschauen, versammeln sich dort nicht nur Menschen, die sich einmal zu Jesus bekehrt haben, sondern sie kommen einfach so zusammen. Und ich bin bezüglich der Kirchen in Deutschland etwas skeptisch, weil so viele Themen dort behandelt werden, die mit dem Reiche Gottes nichts zu tun haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich bekehrt habe, ich ging auch zur evangelischen Kirche, zu der ich gehörte, und dann sagte der Pastor mir, Jesus ist nie auferstanden. Also das hat mich umgehauen. Ich habe mich zu Jesus bekehrt, zu dem lebendigen Herrn, der war in mein Herz gekommen und er sagte, er ist gar nicht auferstanden, er ist tot. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Platz. Und dann habe ich eine Gemeinde mir gesucht, wo man der ganzen Bibel glaubt, wo Jesus gepredigt wird, wo über das Himmelreich gesprochen wird und wo Menschen zum Himmelreich eingeladen werden. Das ist Gemeinde.
Ich will nichts gegen die großen Kirchen sagen. Wenn sie es so ausführen, wie Jesus es gewollt hat, ist das in Ordnung. Und es gibt solche Kirchen, in denen ein Pastor ist, der den klaren Hinweis zum Himmel auch gibt. Wenn das der Fall ist, kann man nur sich freuen, dass das so ist. Aber im Allgemeinen, das ist meine Erfahrung in Deutschland, brauchen Sie eine Kirche, eine Gemeinde, wo das Wort Gottes noch in allem geglaubt wird. Und das sind meistens die Freikirchen. Freikirchen sind keine Sekten. Sekten gibt es auch. Halten Sie sich fern von Sekten. Denn die verändern das Wort Gottes. Zum Beispiel Zeugen Jehovas oder Mormonen. Dort gehen Sie nicht hin. Dann bekommen Sie eine andere Lehre, aber nicht die Lehre der Bibel. Halten Sie sich am Wort Gottes und Sie werden ein feines Gespür bekommen, gerade auch durch den Heiligen Geist, dass Sie erkennen werden, ob hier die Botschaft von Jesus gepredigt wird. So ein Gespür werden Sie haben. Also halten Sie sich an solche eine Gemeinde. Treten Sie dieser Gemeinde bei und arbeiten Sie mit und dienen Jesus. Und zwar mit einer Gabe, die Ihnen Gott auch gegeben hat. Vielleicht können Sie besonders gut singen, dann gehen Sie in einen Chor. Vielleicht sind Sie auch redebegabt und werden einmal eine Bibelstunde halten oder auch eine Predigt machen. Das wird auch der Heilige Geist Ihnen offenbaren, was Sie am besten tun können. Aber stellen Sie sich diesem Herrn zur Verfügung und sagen, ich will dir dienen, so gut ich es kann. Mein Leben gehört dir. Und ich möchte am Ende meines Lebens viel Frucht bringen für dich. Frucht der Ewigkeit. Das will Jesus, das liebt er. Dass wir ihm von Herzen dienen. Und das lernen wir in einer guten Gemeinde, wo wir das in den Predigten und den Bibelstunden oder bei Versammlungen hören. Wir sehen also, ändern Sie jetzt auch da Ihr Leben. Der Punkt Gemeinschaft ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Sie diesem Punkt auch folgen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich das lernen wir von Paulus. Und Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich bin mit Jesus gegangen und jetzt kriege ich die Krone der Gerechtigkeit. Aber dann fügt Paulus hinzu, und das ist ein schöner Satz, er sagt, nicht nur ich, sondern alle, die den Herrn Jesus lieb haben, bekommen die Krone der Gerechtigkeit. Also seien Sie gewiss, am Ende wartet eine Krone als Belohnung, als Geschenk für Sie. Und das ist die Krone der Gerechtigkeit. Diese Krone der Gerechtigkeit ist das Geschenk Jesu, die er noch zusätzlich zu dem Himmel uns schenkt. Wenn Sie in der Bibel lesen, werden Sie noch verschiedene Kronen finden. Die Krone des Lebens und viele andere Kronen. Wir werden also reich beschenkt von Jesus. Wir gehören zu ihm und zur ewigen Welt. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie zu ihm gehören. Und wenn Sie das jetzt so gemacht haben, wie wir eben alles besprochen haben und das weiter so ausführen, dann sind Sie in den Augen Gottes unvorstellbar wertvoll. Und ich lese Ihnen jetzt noch einen Vers, der deutlich macht, wie kostbar Sie in den Augen Gottes sind. Und da steht bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 62, Vers 3. Und da steht, du wirst eine prachtvolle Krone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Und das ist was? Ein königliches Diadem. So wertvoll sind sie in der Hand Gottes, so kostbar. Vielleicht haben Sie erlebt in Ihrer Kindheit oder auch im späteren Leben, dass Sie sich für minderwertig hielten, weil andere Menschen Sie nicht akzeptiert haben. Nehmen Sie das alles weg zur Seite und glauben Sie, was Gott sagt. Gott sagt, du bist mir unvorstellbar wertvoll. Du bist ein Diadem in meiner Hand. Leben Sie jetzt so mit diesem Jesus in großer Freude. Gehen Sie mit ihm diesen Weg und Sie werden am Ende sehen, es hat sich gelohnt, mit diesem Jesus zu leben. Auch wenn es vielleicht manchmal durch Schwierigkeiten geht. Dass Sie angefochten werden, vielleicht auch von anderen Menschen.
die darüber lachen, dass sie eine solche Entscheidung getroffen haben. Nehmen Sie das alles mit in Kauf. Glauben Sie weiter an Jesus und gehen Sie treu in diesen Weg. Es lohnt sich. Danke, dass Sie diesen Schritt getan haben. Und unser Jesus Christus und der Vater im Himmel möge Sie reichlich segnen. Reichlich. Und Sie werden sehr, sehr reich im Himmel belohnt werden. Für alles, was Sie im Namen Jesu tun. Der Jesus sagt, auch ein Glas Wasser, das du jemandem weiterreichst in meinem Namen, es wird euch in Ewigkeit belohnt werden. Jetzt haben Sie den Weg gebucht, der zum Himmel führt und sind befreit von dem Weg, wo die meisten Menschen drauf gehen, der Weg der Verlorenheit, der zur Verdammnis führt. Sie sind gerettet, sind ein Kind Gottes. Freuen Sie sich von ganzem Herzen und helfen Sie anderen Menschen auch dabei, diesen Weg zu finden. Gott segne Sie.